Der erste Teil von unserem Dreieck, in dem beschäftigen wir uns mit der Blende. Was ist die Blende eigentlich? Die Blende, das ist eigentlich relativ einfach gesagt, das ist die Grösse der Öffnung in unserem Objektiv. Das heisst, ich kann die zumachen, ich kann sie aufmachen und je nachdem kommt mehr Licht auf meinen Kamerasensor. Man könnte es auch ganz anders erklären. Man könnte zum Beispiel mit einer Storen erklären und sagen, wenn ich die Blende offen habe, kommt viel Licht rein. Und je mehr das Blende zugeht, umso weniger Licht habe ich auf meinem Bildsensor. Also Blende auf, Blende zu. Aber was bringt uns jetzt die ganze Sache, dass wir die Blende auf- oder zu machen können? Punkt 1, ganz einfach. Wir haben nicht immer gleich viel Licht. Manchmal brauche ich mehr Licht. Dann mache ich die Blende auf. Wenn ich genug Licht habe, mache ich die Blende zu. Wir stellen uns vor, das Glas, das ist unser Bild. Wenn das Glas voll ist, ist das Bild perfekt belichtet. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten oder mehrere Möglichkeiten, wie wir das schaffen können. Wenn ich nämlich die Blende fest auftue, dann kommt sehr viel Licht in sehr kurzer Zeit auf meinen Sensor und das Glas ist sehr schnell voll. Wenn ich aber nur wenig Licht auf meinen Sensor lasse, das heisst die Blende zumachen, dann braucht es sehr lang, bis ich die gleiche Lichtmenge auf meinem Sensor habe. Und jetzt ist unser Bild korrekt belichtet. Wir wissen jetzt also, dass wir die Blende einstellen können, für mehr oder weniger Licht auf unseren Sensor zu lassen. Also wenn es feisterer ist, wir weniger Licht haben, tun wir die Blende auf. Wenn wir genug Licht haben, können wir sie zutun, damit unser Bild nicht zu hell wird. Das ist aber nicht alles. Wir können nämlich auch noch spielen mit diesem Effekt. Und zwar ist es so, dass je mehr ich meine Blende auftue an meinem Objektiv, umso kleiner ist der Teil des Bildes, der scharf wird. Man redet hier von der sogenannten Schärfentiefe. Und wir haben jetzt hier, wir befinden uns im Dschungel, wir haben ein schönes Elefantchen da vor uns, das wir gerne fotografieren wollen. Wir haben hinten noch Pflanzen und auch noch eine Giraffe. Und im Moment sehen wir das eigentlich alles scharf. Die Blende ist ziemlich stark zu, wir haben eine Blende von 20. Wenn wir jetzt aber nur den Elefant wollen, oder sogar nur den Kopf des Elefant scharf, dann können wir jetzt einfach Folgendes machen. Wir machen nämlich unsere Blende langsam immer mehr zu. Und ihr seht, wie langsam der Hintergrund verschwindet. Jetzt sind wir bei der Blende 8 und der Giraffe und hinten da die Pflanzen werden schon langsam ein bisschen unscharf. Wenn ich das Ganze noch stärker mache, jetzt bin ich bei Blende 4,5, wird der Hintergrund noch unschärfer und irgendwann, wenn meine Blende ganz offen ist, Blende 2,8, seht ihr, dass der Hintergrund eigentlich sehr unscharf wird und der Elefant ist immer noch perfekt scharf. Also, Blende auf, kleinere Zahl heisst, der Hintergrund wird viel stärker unscharf. Und mit dem kann ich vor allem mit Porträtfotografie oder wenn ich ein bestimmtes Objekt sogenannt freistellen, kann ich mit dem in der Fotografie spielen. Also es hilft mir nicht nur für die Bildhelligkeit, mehr Licht reinzubekommen oder weniger, sondern eben auch eine Unschärfe oder einen grösseren Schärfebereich auf meinem Bild zu haben.